sieht mir gewonnen habe, Jake Dick und seine Frau Anna, der hat gestern ein kleines Baby gehabt. So, das ist nicht. Aber ich will Ihnen ein bisschen Spaß mitteilen. Wie wisst ihr, dass wir irgendwann ein Baby kriegen? Und wie Freitag soll sein. Und gestern dann sei Jake und Anna schrift bei mir ab einmal, dann sage ich, da will ich nicht mal in den Ofen kommen. Und na ja, uns wird das janken, aber uns wird das einfacher, wenn sie noch ans kommen, wenn unsere Kinder die haben höchstens Sorgen kosten und sagen, dem Spieler, so dann können sie noch ans kommen, Terrorei trinken. Dann sage ich Jake bloß, na, weißt du, wie wollen über ein paar Lieder reden, über was Sachen reden. Und Anna, du weißt ja, das ist der will nicht so sehr hier in Weich fahren, aus wenig Leben wollen kommen. Aber wenn das nicht ging, das wir können. Und dann sehen wir, naja, wie würde mal sein, dass wir Titan dann irgendwann sagt, ja, wie waren kommen, na, sehr gut, dass wir gekommen waren. Dann kommen wir dann in den Haus näher, dann wir ein kleines Zadelchen, also ein kleines Bildchen, du wir den Namen buben. Adea Joy. Und wie wisst ihr, die würden Joy sein, der zweite Name, wenn es unsere Flora hat auch Joy. Sie haben uns gefragt, noch Permis, was sie können. Wir sagen, jojo, das ist ein Name für allem. Wir haben den Brückenwahl und dann, bei den ersten haben sie grünliche Heim, und ich diese Nische, ja. Und dann sagen wir den Namen, du frei oben, und ich check, Adea Joy, so ein Ütchenet, hat einer Schmack Ütchenet. Und ich frage Jake, habt ihr das nicht vergleicht? Habt ihr das all seine? Ja, alles ist gut. Na, und wo ist Anna? Na, das ist eine Stufe, die kämpft. Wie wirst du nicht in Denk? Auf einmal geht der auf, und das ist ein kleines, schmackes Baby, was Anna in der Hand hält. Wie wirst du mäßig wo haben? Aber ich habe hier eine Idee, was wir wollen haben. Wir würden uns Jugendpastor hier vielleicht mal kennen von der über die Reise. Und Felicidades sagen. Früher, wenn Worte nicht in die Kirche gekommen sind. Kann ich mir helfen mit dort? So, Jake und Anna. Wir wollen Ihnen alle top Felicidades sagen für die Adea Joy. Beweis mal, was wir uns freuen. So, dann wollte ich dann auch dann überraschen mit so, was ich vielleicht nicht erwartet habe. So, wir sind sehr überrascht. Und heute wir heute ist gefällt, sie sollen nach 2 Back mitnehmen, ein bisschen Käse, ein bisschen Kek. So, dann wissen wir, wenn Wort wir dort haben, sollt alle mitnehmen. So, wie heute Fuß alle top Fastbahn haben, eine wunderbare Zeit. Und freuen uns für ein kleines Meier. So, wie, nu wollte ich dann noch eine Predigt gehen. Wir haben die letzten Meere sind ja, dus paar wat ohne Festchen war, dort wir von ferem Anniversario. So, das soll über einen Monat, wo ich über eine ganze Reihe Botschaften predigen. Und ich will Ihnen für die, die hier vielleicht nie sind, oder ja, ich sage, hier sind ja, hier wollen dort nicht alle mitgekriegt haben, so ich will Ihnen dort einmal Kart taubfuttern. Ein paar Wochen träger, ein paar Monate träger, war ich ganz allein, ohne meine Frau, ohne Kinder. Und der Grund, warum ich war, ist, dass wir am Gott für Gott, was ist die Vision für diese Kirche? Oder was ist, wo wir anstreben wollen, was wir sein wollen und erleben wollen. Und ich werde noch ein Wort gebracht, und dort wird das Erweckung. Erweckung, das bedeutet, wenn du was deutet hast, dass das zum Leben kommen wird. Kriegst du und ich, so wie dort wir in unserer Sünde, so haben wir aber gekriegt, dass Jesus uns das Leben schenken wird, freiwillig. Und was ich tue, viele Leute wir dort, wie alle, brücken dort wie erweicht worden. Wir brücken dort deutet uns Rhythmus und dort Leben mit sein. Und was mir wichtig war, wir dort nicht bloß Leben du hast, sondern eine Art Leben, wo dort Leben überschillen wird. So ist dort in Johannes Kapitel 10, glaube ich, also wo dort sagt, dass ich will Leben geben, dort Leben dort Wort überschillen. Und ich frage mich, wann wir das Leben wollen haben, wann wir diese Erweckung, das Leben soll strömen, was machen wir tun, um das wir dort erreichen können. Und das sind 4 Dinge, wo ich nu, 3 Dinge, wo ich über gepredigt habe, das sind 4 Dinge, wo ich von Gott fehle, was wir tun sollen. Nummer 1, dass wir evangelisieren, was Franz hier jetzt vertalen hat, was wir als Kirche immer waren. Auch von der sind wir Menschen in der Kolonie. Das meist nicht in Sonntag, meist nicht in Freitag, meist nicht in Madwig, wo nur nicht evangelisiert wird. Und in Madwig, ab August, Freitag, in Sonntag in der Kolonie. So, wie predigen dort Wort Gottes. Ein sehr reiche Sache für uns. So einmal, wenn wir rüt fahren, dann fällt sich so von der Hafen nicht geholfen.
Aber weißt ihr was? So jeffet nicht. Wenn das Wort Gottes kann sich nicht selbst verleihen. Das Wort Gottes selbst sagt, dass seine wird waren niemals ladig zurückkommen. Und wenn du und ich das Wort Gottes geplant hast, das Wort irgendwann eine Lotte Frucht bringen. So, und Nummer 2, wenn wir evangelisiert haben und die Menschen sich bekehren, dann kommen die vierten Gebungen. Ich weiß nicht, wo die Christen leben wir, aber was Regina jetzt von der Rede da sehr schön, wie wir alle so Training haben. Wenn was? Weil viele Mal sind wir als Christen, wie sind geraten, aber wir haben noch alle Angewohnheiten von ihr schon mal, alle Lasten, was wir mittragen, unsere Eltern haben uns sagen, vielleicht, ihr Recht wird nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. So was ist uns Nummer 2, unsere Mission, uns Ding, was wir tun. Nummer 1 ist evangelisieren, Nummer 2 ist Freiheit, Freiseite. Wir hier in der Kirche glauben daran, dass Menschen die Freiheit von Jesus Christus erleben. Und wir waren das ganze Leben, wo wir vielleicht immer waren, steckerweise entdecken und kennenlernen. Das Schöne ist vom Glaubensleben, die Bibel, das Wort Gottes, dort ist niemals ladig geschaffen. Du hast noch immer mehr. Und du kannst all 50 Jahre Christ sein, du hast noch immer was nicht. Und dann kann ich vielleicht bei anderen denken, ich kann noch frei werden in das, ich kann die Freiheit erleben, ein Ding. Nummer 3, was ich die letzten 2 Sendungen von Predigten von Gemeinschaft bauen. Das ist sehr wichtig, dass wir als Kinder Gottes Gemeinschaft bauen. Wenn ich allein, ich kann nicht als Christ überleben. Ich brauche einer den anderen. Wir brauchen alle einen anderen. So als wir einmal sagen, wie weiter, dass ich kein Baby und dass irgendwann mal ein Paar sind. Und so wie von Baby an Menschen brauchen, so war wie bei dem Sterben Menschen brauchen. Der Gott wenn wir dann irgendwann sterben, dann brauchen wir sogar nach dem Sterben Menschen, uns nach einer Grube waren. So wie brauchen von Fertiggeburt, bis wir im Grab sind, brauchen wir Personen. Und der Himmel wird krieg so sein. Der Himmel ist nicht für die allein, aber für mich allein. Der Himmel ist eine Stadt, wo wir taub waren sein. Wo wir eine Gemeinschaft haben. Und wo wir unseren herrlichen Vater an ihn sehen, für immer anbeten, wo Jesus auf dem Thron wird sitzen. Und Nummer 4, was ist das Nummer 4, was wir tun? Also, heute noch nicht, weil ich predige nicht so. Weit irgendwer hat aber gesagt. Was ist Nummer 4, was wir tun? Hä? Unrechte, der Pastor, der soll noch weiter, nicht so? Wir tun Unrechte, aber wir tun entleeren. So ist die Bibel sagt in Matthäus 28, Vers 20, lehrt an, alles zu tun. Das ist, was Jesus, der letzte Vers in Matthäus 28 sagt. Wir sollen entleeren, alles zu tun. So was hat Jesus? Jesus hat 3 Jahre gelebt, hat gesagt, so tue ich das. Und dann sagt er, nu lehrt der andere das alles zu tun. Und noch einmal, nur über 2000 Jahre, was tun wir hier noch einmal? Wir lehren noch einmal, was Jesus uns gelehrt hat, was wir tun sollen. Und weißt du was, wir wissen nicht, wie lange dass ihr hier noch was drehen, dass wir hier alle waren sind. Aber solange es dort was sind, wo wir immer noch lehren, was er uns gesagt hat, was wir sollen tun. Und das ist sehr wichtig, dass wir lehren. Und wir haben alle was zu lehren. Meine Frau sagt immer, es ist das. Ich war alt als eine Kuh. Ich war nicht alt als eine Kuh, aber sie sagt so. So sagt er bloß, was sie sagt. Ich war alt als eine Kuh und lehre immer noch zu tun. So, ich weiß nicht, ich war nicht alt als eine Kuh, aber wann sie das, ich weiß nicht. Dort ist dann ab zu ihr. Aber wir lehren immer zu tun. Und das Lehren, das hört niemals ab. Wenn ein Mensch glaubt, dass er alles weiß, dann würde ich die eine Rot geben wollen. Von dem Mensch heran weich. Wenn es kein Mensch weiß alles. Das ist ein Wort, was Arno mir einmal sagt, dass ich als Pastor, einmal kicken Menschen einen Pastor an und glauben, du sind alle Antworten in eine Person. Und das ist nicht so. Ich habe viele Antworten, aber du hast die Antworten, die ich nicht habe. Und Jana hat die, die du nicht hast, und der andere hat die andere. Da bin ich wie Gemeinschaft. Wenn du hast die Antworten nicht alle, und ich habe die auch nicht alle. Nochmal, dann glauben wir uns vielleicht wichtig zu sein, und weil über alles eine Antwort haben, aber dann müssen wir sehr abpassen, dass wir nicht anweisen handeln. So, wie brauchen wir Rechte werden? Wie müssen
de touw leren, wie bruggen leren. En omdat ik leren word, dan moet ik hartje wat hij mij zei. So vandaar wil ik predigen over de wichtigheid van het woord Gottes. Ik wil leren hoe dat woord Gottes mij wordt een grond geven om goede entscheidungen te treffen. En Johannes 10, vers 27 zegt dat mijn schop hier mijn stem en ik kan die en die volgen mij. So hier zijn twee wichtige woorden in dit vers. Hartje op zijn stem en volgen wat hij deed. En dat is ook wichtig dat we van Jezus gekend worden. Maar we moeten hartje wat hij zei deed en we moeten volgen wat hij zei deed. We immer waren, wenn wir haben al veel kunnen predigen über dat gehört, aber immer waren, wenn wir eine Predigt über diese Richtung haben, dann sei wir die erste Stelle, wo wir Gottes Stimme kennen lernen, wo wir hier lernen, ob Gott seine Stimme, dort ist nicht, dort ist wo würde ich dort sagen, dort ist im Wort Gottes. Dann fragst du dich vielleicht, wenn Wort ist dort im Wort Gottes? Wenn ich nicht dort Wort Gottes lese, dann habe ich nicht zum Übereinstimmen, ob dort wirklich Gott sein Wort ist. Einmal kommt eine Person zu mir und sagt, Gott hat mir gesagt, ich soll nicht mehr arbeiten. Sag ich, die Bibel sagt, wir sollen arbeiten. So, wenn Gott dir das gesagt hat, dann wird es nicht was für Gott dein, aber das hat nicht Gott gesagt. Verstehe ich, da wenn es die erste steht, wo wir Gott seine Stimme kennenlernen, ist im Wort Gottes. Er redet auch zu uns Uhr, zu uns Hort, uns in Gedanken, einzelne Personen sogar in die hörbare Stimme, wo immer das ist. Aber vergleiche da, wie das immer mit dem Wort Gottes und das wir weiter kennen, das heute uns geredet hat. Und so, das Wort Gottes ist sehr wichtig. Und einige Menschen, die nehmen das dann auch wichtig, aber dann einmal, dann werden wir das nicht ganz fallen. Dann werden wir bloß durchfallen, wo uns das möglich ist. Ein paar Jahre zurück, dann kommt auch eine Person um mich und sagt, dann war ich ein bisschen da, und ich glaube, wir nicht mehr sind, dass ich da war. Dann kommt man um mich und sagt, ich brauche nicht die Bibel lesen. Und Chris, was? No, ich brauche nicht die Bibel lesen. Ich gehe da, ich habe bloß eine Karte Gebetszeit, und ich habe meine Uhr und ich denke so nun, Frau bloß Gott, was hast du mir von dir zu sagen? Aber die Bibel lesen, ich da noch mal, aber das ist mir nicht sehr wichtig. Das ist für mich gar nicht so wichtig. Und dann kommt so ein Hohn in mir raus und dann fängt er an zu schreien und dann war ein bisschen da. Und ich fange mich mit dem an zu streiten, wirklich. Die bin nicht von dem Land, wir haben eine Reise wie von anderen Land. Ich sage, du kannst 10 Stunden hier mit mir streiten, wenn du willst, aber ich will dir nicht ein Wort aufschreiben. Wenn du glaubst, du brauchst nicht Gott sein Wort, und du glaubst, du hier steht du im Gebet, ich hier du im Gebet auch, aber ich lese auch sein Wort, ich brauche dort beides, in Glücke sei. Und dort bedient nicht, dort ich ein brauche und dort andere nicht, ich brauche dort beides und ich brauche dort beides immer. Und da weil ich dort kurz einmal sage, dort Gott, der redet von dir zu uns. Er redet in dein Hort, er redet in dein Verstand, er redet zu dir. Aber er redet auch durch sein Wort. Viele Menschen sagen, Gott hat vor lang nicht mehr zu mir geredet. Als die Bibel bestäuft, dann ist es wahrscheinlich zu wenig, wenn er nicht für dich geredet hat. Wenn du das Wort nicht aufgemerkt hast. Sein Wort kostet jeder doch da aufmerken, das Wort zu dir reden. Ich will im Alten Testament gehen, ein paar Sachen von Saul, den König Saul, sein Leben vertellen. Und der König Saul kriegt auch Wort von Gott. Und die Zeit wird das anders. Und die Zeit hören sie nicht so wunderbar aus einer abgeschriebenen Bibel, wo sie können lesen können. Du wirst vielleicht auch ein paar Rale hier du und dort, aber die meisten Menschen haben nicht mal Zugang zu dort. Aber Gott redet dann auch. Und Gott hat sehr klar zu Saul geredet. Saul wird der König. Das Volk Gottes, das will ein König haben, und sagt Gott, durch Samuel, dort lebt nicht nur ein König Frau, wenn dann wird er einen Tagsopfer und so weiter. Aber sie sagt uns allen und wir wollen einen König haben. So, nur haben sie einen König, und du wirst Philister, der sehr in kämpfen. Und diese Philister, die kämpfen so sehr in und sie waren bedrungen, das fällt sich, dass man zum Holz geworfen wurde, und als sie den König dann haben, und Gott wird wirklich mit Saul und sich fangen und gewinnen gegen die Philister. Und du fangst an beten zu lassen.
Und dann verabschiedet sich der Samuel, wenn Samuel heute Abend diesen Soll, als kann ich sollt, eigentlich war Gute, und das ist nicht bloß ein kleiner Trapsje Öl, als wir hier nochmal beim Beten tun, und dann kann ich sollt, wird ungefähr ein halbes Liter, 600 Milliliter Öl war Gute, so dass das ein Bord alle wir nachschälen, da in die Kleider, und dass das sein wird. Das sind ja Solvda. Und dann würde sich sogar vielleicht eine Zeit lang nicht buden, dass das alles zu sein wird. Aber Hans, das Gesolv, das kann ich soll, von Samuel Gesolv, erst du kann ich. Und er hat von ihm besser gewonnen, das fängt an besser zu sein. Und dann kommt Samuel noch an und sagt, horch mal hier, horch mal noch mir. Am 7. Jahr, wo ich frisch komme, dann wo wir hier taub ein Opfer bringen. Und wir brauchen nicht mehr ein Opfer bringen, aber in der Zeit würde sie dann einen Ball schlachten, Schub schlachten und so weiter, würde dort verbrennen, dann würde sie Gott fragen, was sie nie wieder sollen tun. Am 7. Jahr, wo ich komme, und dann, wo wir hier taub ein Opfer schlachten, dann wird Gott wieder mit die sein und Samuel hat viele Versprechen für ihn. Und dann vergeht Samuel, der Prophet Samuel, verlässt er. Und er soll nicht warten, aber was das soll wirklich. Ich will uns lesen, was er tut. Er hört nicht. 1. Samuel, Kapitel, nein, wir haben ein bisschen falsch. 13, Vers 8 wieder. Sagt, das ist das. Und Saul lügt 7 Jahre nur Samuel. Wie lange soll er warten? 7 Jahre, nicht so? Er hat nicht so lange gewartet, als Samuel gesagt hat. Aber Samuel hat ganz utrechtlich gesagt, er soll nicht euren Opfer bringen, euer Heubetuvia. So als Samuel gesagt hat. Aber Samuel wird nicht nur Gilgal gekommen und dort Volk von uns Saul zu verloten. Nu stellt je vor, ich würde hier als Prediger predigen und ich würde hier langsam alle anfangen rüber zu gehen. Und dann würde ich meist keiner mehr sagen, wo würde ich mich feilen? Nu wil ik irgendwas tun, dat je hier blijven, niet zo, maar dat de mensen hier blijven. En zo veel zal zich ook. Plus, wenn je hier uitkomen, dan ga je hier plus uit. Maar bezal weer het anders. Wanneer die verleuten, dat we ze niet krijgen, wat met Amt op gewinnen zullen. Zo die verloten alle eind naar de nächste en die krijgen alle angst. Wenn wat krijgen die angst? Wenn de Philister weer am enden, die willen alle doodmerken. En die vangen aan te verloten. Und dann sagt Saul, bringt mir ein Brandopfer, ein Dankopfer. Und er mögt das Brandopfer. Was soll er noch warten? Er soll warten nur Samuel. Und er deed das allein ohne Samuel. Er wird kennig, er soll das nicht tun. Und er deed das trotzdem. Und wir haben ganz direkt gesagt, er soll nicht. Und er deed das. Als er gerot vorig mit das Opfer wird, kam Samuel. Und Saul ging am Jen und bereist ham. Und das war nichts. Und dann sage ich, aber Samuel sagt, was hast du getan? Und Saul sagt, als ich sagte, dass Volk verloren hat, und dass du nicht Berner gesagt kommst, und dass die Philister sich in Michmas reinmögen, dachte ich, die Philister waren nach Bad Gilgal gekommen, in mich, und ich habe noch nicht dem Herrn um Hilfe gefragt. Dann übernehme ich mich, dort Opfer zu merken. So hat er nicht gehorchen. Samuel hat ganz klar gesagt, wach bei Ektosie. Dann sagt er, ich weiß, du kommst nicht, aber die Situation, die drängt immer da und dann deut ich auf einmal bloß. Aber dann sagt Samuel das nicht. Aber Samuel sagt, dort hast du nicht tun es. Du hast den Herrn sein Wort nicht geholen. Du hast nicht den Herrn sein Wort geholen, was heute gegeben hat. Wenn du gehorsam gewesen wirst, dann hat der Herr die in die Nachkommen dort Königreich ab immer gegift. So Saul wird hier auf eine Probe gestellt. Wenn er wird nie gehorcht haben, dann wird Saul seine Familie ab immer König geworden sein. Und wer wird Lothar König? David. Wenn Saul hier nicht gehorcht hat. So, wenn du ein Wort von Gott kriegst, ist das sehr, sehr wichtig, dass wir gehorsam sind. Und dort wir nicht ein bisschen gehorsam sind, sondern dort wir ganz gehorsam sein. Und das ist einmal sehr schwer. Wenn du kommen Umstände in uns Leben. Ich stand selber, ich weiß nicht, ist echt bloß du noch Harch, aber als Abraham hier von dir abkommt, dann rede er in Bete ein paar Mal über Umstände. Zum Beispiel, du sind Umstände, wo nicht, zum Beispiel Krieg
in Venezuela, in Kolumbien passiert ist, als Abraham erst im Gebet sagt. Du sendst Sachen an uns. Und die wollen uns einmal beten. Einmal kommen die Sachen, die wurden uns unmöglich. Und dann werden wir uns beten lassen, das ist nicht ganz so möglich. Dann wollen wir ein klein bisschen von der Wahrheit aufbeten, was er gesagt hat. Aber nee, aus Christus, wo ich bleibe, was er mir gesagt hat. Die Bibel hat uns gesagt, du wirst immer Umstände sein, du wirst immer Sachen sein, die jeden an sind. Die sagt, du wirst kommen, wo der Trieb soll ist. In Johannes 16, Vers 33. Du wirst schwere Tiden kommen. Aber seht ihr trots, ich war mit ihnen zusammen. Bist du als Christ noch niemals wat schwere Tage gegangen? Ich glaube, keiner von uns. Das ist der Weg mit einer Person taub und sagt, ja, das ist sehr schwer. Wir ackern, das ist so und so. Das ist so steht und so ja. Jeder einer hat Triebsoll. Jeder einer, der andere ist beim Ackern, der andere vielleicht mit den Kindern, der andere, der hat vielleicht die Arbeit steht verloren. Was immer das ist. Wir haben Sachen, die schwer sind. Aber wir wissen immer, dass wir gehen an Jesus hinein. Das ist 1. Johannes 5, Vers 4 und 5 sagt, dass uns Glauben an Jesus hat die Welt besiegt und wir waren auch mit ihm besiegt. So, wenn du ein Wort von Gott gekriegt hast, dann kannst du weiter, dass du auch den Sieg in deiner Hand gekriegt hast. Du hast den Sieg in deiner Hand gekriegt. Und dort ist wichtig, dass du treu bleibst zu das Wort, was du von Gott gekriegt hast. Aber, ich will sagen, dass du ein einziges Beispiel, wo wir nicht falsch machen, aber kennen, aber lieber nicht sollen, aber nicht wissen, was sein. Zum Beispiel, Thomas ein Beispiel in der Bibel, wo er sagt, ich will nicht euer Glaube, euer ich seine war. Das ist nicht ein Beispiel zum Fallen. Wenn es die Bibel sagt, seilig ist, wer du glaubst, wann er auch nicht sitzt. Versteht ihr? So, wir haben Geschichten in der Bibel, wo wir nicht unbedingt nur leben. Aber zum Beispiel wurde gesagt, go merkt allem Tod. Nee, ich will nicht gehen in allem Tod merken. Das sind Geschichten, die wir lernen in der Bibel, aber das ist nicht unbedingt ein Beispiel, wo ich fallen war. Aber wo ich dann falle von dem Wort Gottes? Im Psalm 119, Vers 11 sagt dort, dort ist der Samen von all dem Wort Gottes, was er geredet hat. Was bedeutet der Samen von all dem Wort Gottes? Als Christ ist es wichtig, dass du das ganze Wort kennenlernst. Dass du das Wort Gottes einmal tiefer kennenlernst. Und der Samen für das Wort Gottes ist, dass du nicht bloß durch einen scheinen Bibelvers kennenlernst, sondern dass du alles kennenlernst. Dass du dort den Taubhang kennenlernst. Wenn ich den Samen von das Wort Gottes kenne, dann kommt diese Person zu mir und sagt, hey Pastor, Gott hat mir gesagt, ich brauche nicht mehr arbeiten. Dann sage ich, nee, das stimmt nicht. Wenn ich kann den Samen von das Wort Gottes und ich weiß, den Samen von das Wort Gottes, dort aller taub, lehrt mir, dass ich arbeiten soll. Und dort abrechtig in Biblisch ist. Dann wo ich dort falle. Dann habe ich vielleicht ein Gefühl gehabt in meinem Gebetsleben, das ist nicht arg, dass ich ein Gefühl habe, und Gott hat mich vielleicht auch irgendwo leiden wollen, vielleicht für den einen Tag, aber das ist nicht, was das Wort Gottes für die Länge ist. Wenn es der Samen von das Wort Gottes lehrt, was anderes. So, das ist wichtig, dass du und ich den Samen von das Wort Gottes lehren. Wenn Jesus hat auch so eine Momente, als er versagt wird, wo die Sohn noch am Camp und die Camp mit der Bibel und sagt, check, das Wort Gottes sagt so und so. Und dann sagt der Sohn, wenn du wusstest, sagst, das Stein, der soll Brot werden, dann wurde Futzbrot werden. Und dann sagt Jesus, aber dort steht das geschrieben, der Mensch wird nicht bloß vom Brot allein leben. Was bedeutet das? Jesus kann den Samen von das Wort Gottes sein. Hey, wisst, er muss wieder kennen, wenn es der so und wird so hängerlässig sein, der wird die in mir sogar mit das Wort Gottes versichern wollen. Und dann brauchen wir die Stimme Gottes kennenzulernen, durch sein Wort. So, wenn du Umstände sind in deinem Leben, dann ist es wichtig, dass du sagst, ich will mich nicht beilassen für die Umstände. Und weißt du was? Du sind Momente, du willst ans Janka, ans Eck sich beilen für Umstände. Ich weiß, in den ganz viele Jahre zurück, in 2016, 17 ungefähr, sind wir al 10 Jahre zurück. Dann kommen die Momente, wo ich sehr von Bolivien weg will.
wenn es der Umstand, der wäre sehr hart, in mir und meine Früh. Der Umstand wäre, wir sollen fort, wir sollen weg, wir sollen nicht hier bleiben. Aber ich habe ganz klar von Gott vernommen, dass ich soll in Bolivien sein. Dass ich soll amtreiken. Und für mich war immer klar, wenn Gott nicht was anderes sagt, dann soll ich hier bleiben. Und aber das ging nicht mehr erscheinen. Das wird eine Sache, die ging sehr schlecht. Und ich werde depressiv, ich falle in die Depression an. Aber du wird es so, dass ich muss sagen, Gott, ich will dein Wort festhalten und ich will das vertrauen. Und ich will nicht mehr beten für diese Umstände. Und weet je wat? Als die Probe bestanden werden, dat is wo die Kleingruppe entstanden ist, wat Lothar nicht leben gaf. Verstehe je? Viele Mal, wenn wir diese Umstände stehen können und sagen, ich will mich nicht beten für die Umstände, dann hängt dort kommt die sich. Bloß wie gleich den Sieg zu sein, bloß die Sache ist, ich sag dort damals nicht, dass du würdest sich sein. Ich wusste dort nicht, dass dort etwas von der nie Leben geben, so dass von der auch hier ist. Ich kann dort nicht. Aber Gott, der drückt mich durch und der lässt mich vertrauen. Wenn ich will, das Wort Gottes gehorsam sein, dann muss ich ein Ding sehr klar in meinem Leben merken. Wem wo ich gefallen? Das ist mein zweiter Punkt von dir. Der erste Punkt ist, ich will mich nicht beten für die Umstände. Der zweite Punkt ist, wem wo ich gefallen? Soll gleich sehr Menschen zu gefallen. Wir haben von der ein bisschen von Saul in Geschichte. Viele, die werden die Bibel ganz durchlesen, den Plan das Jahr, die haben den Krieg durch und stellt sich trägt die ganze Geschichte von Saul. Und Saul ist eine wunderschöne Geschichte, wo er abstundet hat, aber wo kostig er war voll hat. Und er ist mehrmals, dass er das Wort von Gott ganz arg gehorsam ist. Und einmal hast du in 1. Samuel 15, wo er Saul war kriegen. Und da Zeit wird den König seine Arbeit zu kriegen. Und er soll Krieg führen. Und Gott hat ihm ganz klar weitergelassen, er soll einen Krieg führen. Und das mal wird nicht jene Philister, das mal wird jene Amalekiter. Und aber das mal wird anders, als das Völken wird. Und da Zeit wird es so, wenn ein König Krieg führen, dann nimmt er den König fast, den anderen, was er Krieg führen, und du hast alle Soldaten bereit. Den merkt ihr nicht dort. Wenn es den, wo ich bringe für mich, und wenn wir den dort merken, dann wo ich den dort merken. Verstehe ich, dass wir den Preis vom König dort weisen können, er hat über den gewonnen. Und das andere, was sie deden, sie brachten einmal alles Gold und alles Silber und alles Schmack mit. Und sie brachten alles, was viel Wert hat, brachten sie mit. Und dann, wenn sie dort gewonnen haben, dann nahmen sie all die Sachen und gingen für das Volk, für die Frühes, und gingen und weisen, check, wie hat gewonnen, wie hat gewonnen. Das ist der Mode, der Zeit wird. Und weißt du, was Gott ham sagt? Ich kann jene Mode sagen, Gott sagt nicht dort, aber Gott wisst ihr, ihre Mode sagen, Gott sagt, hier wurde das mal unterstrich führen. Das mal wo ich alles vernichten. Gold, Silber, Schmuck, Vieh, Tiere, Schub, den kann ich alles dort merken. Zwei, und nichts bringe ich mit. Alles vernichten. Ganz klar, ein klares Wort Gottes. Sie gehen nicht kriegen. Yes, sie gehen nicht kriegen. Gott erst mein Ernten, sie wollen alles vernichten. Dann sage ich, sollte Ernten, aber weißt du was? Wir wollen alles vernichten. Bitte, den kann ich für ihr bringen, das beste Vieh, der beste Schub, und dann noch ein bisschen Gold bringen. Wenn wir wollen ein Opfer für Gott bringen. Hier sich nur eine gute Idee, ein Opfer zu bringen für Gott. Nicht so, wir wollen Frieden, dankbar Opfer bringen. Und Saul berät sich sein Volk und sie gehen und gewinnen. Bloß sie vernichten nicht alles. Und weißt du, was das dann in 1. Samuel 15, 22 sagt? Vers 24, 15, 22, 24 sagt das so. Und Samuel sagt, da war der Prophet, als Samuel das entdeckt hat, dass er nicht gehorcht hat. Und Samuel hier, du brauchst Asse. Du hast nicht alles durchgemerkt worden. Und dann sagt und Samuel sagt, ihr wollen den Herrn Opfer so sehr als gehorsam sein? Was gefällt Gott mehr? Ein Opfer? Oder gehorsam sein? Corny los kriegt den Vers im Neuen Testament, was du von der Rede tun. Gott gefällt nicht, dass wir bloß gehorsam sein. Corny sagt das hier im Kontext mit Dirndl geben. Das helpt nicht,
wenn ich den Tiendel gebe, wenn ich ein Opfer gebe, ein viel Geld gebe, aber mein Hort doll und verstellt und zwei über dort sie. Dann sage ich, das wird gar nicht, Dankeschön. Das haupt er nicht, wenn es in mein Hort halt nicht die Heilung gekriegt. Dem Herrn gefällt mir das Gehorsam aus das Opfer. Dann sage ich das ganz klar, Gehorsam ist besser als Opfer. Nur am Horchen ist besser als Backfahrt auf den Altar. Und dann höre ich, Vers 23, das ist ein von den letzten Wörtern im Alten Testament. Jen Ansinnen ist so schlimm als Hexerie. Jen Ansinnen ist so schlimm als Hexerie. In Stier habe ich sagen, so schlimm als was Beise tun und was nur die Jette opfern. Doorween, dat du dem Herrn sein Wort verachtest, habe die auch veracht als König. Hier will ich einmal stillhalten. Jen Ansinnen ist so schlimm als Hexerie. Ich weiß nicht, wo dein Leben bei neue was ist. Aber wenn du zu kämpfen hast und du vielleicht ein Beiser Jesus dein Leben lang angerieben hast und dort immer war derselbe Beiser Jesus, dann freu dich, als du vielleicht nicht in deine Jugendjahre, in deine Kindheitsjahre irgendwann dir gesagt hast, ich will jen ansinnen. Und wenn irgendwer sagt, ich soll Schwarzenberg sein haben, dann will ich mich bleiben und tragen. Bloß zum Wiesen, dass ich andere Klier war. Verstehe ich, was ich meine? Und das ist einmal in der Klinik. Und ich will nu nicht, dass alles zum Teufel merken. Ich weiß, nachmal worden uns Menschen Sachen gesagt, was nicht von Gott kommen, uns wurde Sachen bemacht, was bloß in der Religion führen. Dann mag man vielleicht nochmal abstehen und sagen, ich will nicht der Religion gehorchen, ich will einfach Gott gehorchen. Das ist nicht von was ich nicht rede. Aber wenn du im Hort die entschlossen hast, dass du wirst immer jen ansinnen, dann ist es, wenn du Hexerie getrieben hast. Und dann ist es wichtig, dass du anfängst, die Sache in die Warte von Hexerie in dein Leben rüberzuschneiden. Und sehr viel, wenn wir von dieser Macht belost wurden. Und sagen, ich habe niemals den Beisefeind eingelegt in mein Leben. Ich habe niemals einen Bund gemerkt mit den Beisefeind. Und dann habe ich in der Torschule zum Beispiel, dann merken wir, dass die Jugend, dann reden wir von Sachen, wo wat openen deuren voor bij Jesus zijn. Dan reden we van zo'n zaken als seks aan verder je kunnen openen deuren zijn. Dan reden we zaken van so wat als wat ik hier zei, zoals dat we een bund merken met den Zoten en zo wieder. Dan reden we van alle zaken. Dit kunnen een bund zijn wo die met den Zoten merkt en wo die bij Jesus op die abschlappen is. Aber eine hängerlässige Weg von met bij Jesus belost te worden, erst met jen aanzien. En vielleicht hast du von der ersten Tag nach immer das, dass du immer was jen aanzien. Und ich weiß, das ist vielleicht hart, aber viele Menschen können nicht Port von einer Kirche sein, wenn sie es weiter werden, vielleicht in der Religion, was vielleicht auch gar nicht wird, scheinen gut. Aber nun sind sie bekehrt, nun sagen sie, ich kann nicht Port von einer Kirche werden, wenn ich kann nicht untereinander sein. Ich kann nicht gehorsam sein. Ich muss jen ansehen. Und wenn das in dein Hort der Fall ist, dass du glaubst, du musst immer jen ansehen, dann fang an Buße an zu tun. Und fang Gott an zu fragen, dass er die Heilung geben hat, dass er die Befreiung geben hat. Und vielleicht kommt es so. Wenn du was du Schlätels kennenlernen, wo du kannst dort alle, wo du vielleicht aus 14 Jahren jung oder mehr, oder aus 10 Jahren mehr, die gesagt haben, ich will jen ansehen. Um so zu Weg, wo du einen Schlätel kriegst, wo du kannst mit dort eng merken. Und das kannst du von dir all down, aber du wirst noch mehr Klarheit kriegen, wo du kannst eng merken und wo du kannst einfach in Freiheit leben. Und dann sagt der 24. Vers so, und soll sie zu Samuel, ich habe gesendet, ich sie je in dem Herrn sein Gebot und je in den Wut gegangen, weil ich mich für meine Männer Angst und nur anhorchen da. Was das soll, nur für wem habe ich meine Angst? Für Menschen oder für Gott? Soll hat meine Angst für Menschen. Und das ist sehr wichtig, dass du nicht Angst hast vor Gott, aber dass du eine heilige, gute und schöne Gottesfurcht lebst. Und dass du fürchtest, was sehen wird, sei das. Und dass du nicht dort auf die Probe stellst, sondern dass du einfach gehorsam bist. Weißt du was?
Im normalen Fall, wer Gott sein Wort breken will, weil mes eine andere Person gefallen, oder sein eines Fleisch gefallen. So, wenn du ein Wort von Gott hast, oder du die Bibel verstehen das, und die Bibel die klar von dir trägt, wie sie das, und du übersagst, ich würde nicht kriegen, nur gefallen. Dann ist das wahrscheinlich, wenn du Angst hast von anderen, oder die Erde zu scheinen, mit dieser Lehnnis noch zu leben. Weißt du, was für ein Sturm soll kommen? Wer weiß das? Wann Sturm wir soll? Hä? Benjamin. So, wir haben hier sogar ein paar Benjamins in der Kirche. Soll wir von den Benjaminiter? Das wir von den Sturm von den Benjaminiter. Weißt du was? Das geht nach einem anderen Mensch, was mehr kriegt heute das soll, was auch ein Benjaminiter werden. Wer wird das? Paulus. Saulus, ja, ein neuer Paulus. Weißt du, was Paulus sagt? In Galater 1, Vers 10. Hier sich das ist, wenn ich probe, Menschen zu gefallen oder Gott zu gefallen. Paulus hat das sehr klar. Er will nicht Menschen gefallen, er will Gott gefallen. Wenn ich die Menschen zum Gefallen lebe, dann kann ich nicht Christus in deiner sein. Sein strenge wird, nicht so? So wie macht Gott gefallen und nicht Menschen? Wenn wir wollen Gott seine Deiner sein, und dort hat Heidi und ich immer sehr klar, dort, wenn wir wollen Gott Deiner als Pastoren, dann können wir nicht Menschen gefallen. Und das bedeutet nicht, dass wir wollen Menschen gehen an sein, aber wir können nicht die ganze Zeit bloß hören, was Menschen sagen, sondern wir müssen im Gebet gehen und fragen, Gott, was hast du zu sagen? Wir müssen uns tragen, die Bibel aufschlagen und fragen, Gott, was ist der Plan für die nächste Zeit? Wenn ich bloß hören als Pastor, die Jana hat, Jana, wir würden keine Richtung nur nicht ankommen. Wenn es wie Brücke eine Vision, und da wenn es predigt ich hier von einer Vision, wenn es dann, wenn wir bloß alle Ideen nur gehen, das sind nicht schlechte Ideen, aber wir brauchen eine Vision, wo Gott uns als Familie lehrt hat. Ich kann euch sagen von meinem Vater, wo er einmal anders eine Familie anlehrt hat, als die Familie besiegt wird. Das bedeutet nicht, dass die Familie besiegt erreicht wird, und das bedeutet aber nicht, dass unsere Familie erreicht wird. Wenn es mein Vater lädt unsere Familie an, und dort wir wunderschön. Nicht, dass er immer reich mögt, aber er fragt Gott, wo soll ich meine Familie anleiten? Und dort ist es, wie uns eine Richtung haben. Wir proben nicht Menschen zu gefallen, sondern Gott zu gefallen. Sei Amen, wenn du verstehen kannst. Amen. 1. Thessalonicher 2, Vers 3, Vers 6 sagt so. Auch war Paulus. Wir reden nicht Menschen zu gefallen, aber Gott zu gefallen. Ich wollte bloß ein paar Sätze herausnehmen. Wir schmeicheln nicht mit Wirten. Nochmal, wie hohe Sachen reden. Wir können nicht immer bloß schmeicheln, denn immer schöne Butter wieder reden, immer Nutella wieder reden, immer was sich alles möglich fällt. Wie sagte nicht nur ihr, sagt Paulus, nicht bei ihnen und nicht bei anderen Menschen. Aber hier ist nun ein Denk. Wenn ich nu wel Gott zijn woord predigen, en einige mensen die hand het aan de stad te houden, ik wil nu God zijn woord predigen, ik wil God zijn woord reden, ik wil niet meer mensen hier vallen. En dan zijn hand zich als een beeld zo aangetrokken, zoals een pier, wat kloppen heeft. Er zijn geen mensen hier veel meer en dragen alle beneden, alles wat ze kennen. Is dat reich? Ook niet reich. Wens Kolosser 4 vers 6 zegt zo. Jullie red zal alle tijd met genood zijn en met zal gereut, om te weten waar je einen jeden antwoorden kennen. We zullen alle tijd met genood reden, met lieftoeligheid reden, verständnis hebben beim reden. Niet bloos draag ik waar, de waarheid nu en en bloos scheiden met de waarheid. Nee, mijn waarheid, wat ik predigen zal, die zal genood hebben en die zal met zal gereut zijn. Gestern mögt meine früh scheine Nudels ab für den niemand paar, wat hier schrots über der Gas gehen. Scheine Nudels ab von onze eine Heiner. Und dann ging ich noch einmal beim Gruppen, das habe ich eigentlich mal gesagt, und schmeig noch ein bisschen. Ich nehme das Salzschapchen da noch ein bisschen mehr Salz nennen. Wenn es so viel klein bisschen mehr Salz. Aber weißt du, was Salz ist? Das kann nicht zu viel sein, aber das kann nicht zu wenig sein. Wenn es beides ist nicht gut, nicht zu viel und nicht zu wenig.
Vielleicht hat Gott die Wahrheit gegeben, was du zu predigen hast, was du zu sagen hast. Frage Gott, welche Wahrheit von dir dran ist zu sagen. Meine Schwester wie in der Bibelschule. Und dann kommt sie nur ein Jahr Bibelschule nach Hause. Und dann nimmt sie alles, was sie in der Bibelschule gelehrt hat, und schmeißt das über die Menschen. Und die Menschen, die wissen nicht, was hat diese Monika, diese Fanja früher hier alles zu sagen. Und die horchten nicht, und die werden gehen an. Und dann wir meine Schwester kaputt und zwei, und jetzt nur ihr Bibelschullehrer. Und dann sagt sie, aber Lehrer, ich habe nicht so viel gelehrt, und ich verstehe nicht, was Gott will haben, und ich sage den Menschen dort, und die tun das nicht. Und dann sagt der Lehrer, klappert am Regen und sagt, Monika, du hast nu ein Jahr mit einem Schleif gekriegt, nu nimm mal einen Teilöffel und füll das mit einem Teilöffel wieder, please, ja? Mit der rechten Mut auf der rechten Zeit. Wir können nicht bloß den Menschen mit einem Schleif Nüdels auf ihre Glieder, wie Mathe läuft holig, der rechte Zeit, der rechte Sache sei. Wer du Amen sei, kann Amen sein. Nummer 3 und Nummer 8. Psalm 119, Vers 11 sagt es, dass ich hol den Wut in mein Hort und jen die, wo ich nicht singen. Weet je wat, kijk nur die jährliche Werte, was Gott sein Wort für die hat. Gott hat wunderschönen Wert für die, was er die geben will. Weil früher, dass sie vielleicht Background Music anmerken, und wir sind, dann hielt sich dort so warm, wie wir den Schluss angekommen sind. Und das ist ein Wort, was Port von 119 im Psalm ist, was ein langer Psalm ist. Aber der redet immer wieder dasselbe von dem Wort Gottes. Das Wort Gottes, das soll uns den Weg weisen. Und das Wort Gottes soll uns merken, dass wir nicht singen. Johannes 17, Vers 17, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, hält an in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wir sollen unverheiligte leben. Und wir sollen so leben, dass das Wort Gottes ist. Weet je wat Moody sagt? Moody war ein Prediger von der States. Sehr viele Jahre zurück, lebt auch lange nicht mehr. Der hat viel Bücher geschrieben. Er sagt es das. Oder das Buch wird mich von der Sinn wegbringen. Oder der Sinn wird mich von dem Buch wegbringen. Kann ihr das verstehen? Oder das Buch, die Bibel, wird mich von der Sinn wegbringen. Oder der Sinn wird mich wegbringen von dem Buch. Oder von der Bibel, von dem Wort Gottes. So du und ich, wir können lernen Gott zu gehorchen. Und am zu folgen. Nicht nur Menschen für sich zu folgen, sondern dass wir streben, Gott zu gehorchen. Wir wollen alle nach hier und dort Fehler merken. Wir sind heilige Menschen. Gott hat uns geheiligt. Aber das bedeutet nicht, dass wir noch einen Weg nach der Heiligung sind. Und ich glaube, wir haben nächsten Sonntag von dort ein Wort, nicht so? So, ich will nicht wieder von dort hingehen. Gott hat dich heilig gemerkt, wenn du Arm hast. Aber du bist trotzdem noch einmal auf dem Weg nach der Heiligung. Weet je wat? David, welken man wird sehr Gott gehorsam wird. David wird Gott ganz gehorsam. Auch ähnliche Sachen, so Saul. Aber Saul, dat ihr stand buße, wenn du kein anderer Ausweg wird. Und sagt noch, berät sich so nach Hof mit Samuel, aber sei dort keinem. Verstehst du? Er will noch immer für Menschen gut sein. Er hat noch nicht so sehr sündig. Nein, mein Leben ist noch okay. Ich habe ein bisschen gefehlt, aber hey, du bist so hängenden Tag, ein bisschen das zu holen. So wie Saul seine Lebenseinstellung im Großen und Ganzen. David war als er gesündigt hat, kleidet für die Arsch, und dann wird man gefasst, und dann mal Gott gebracht hat, dass das Kind so leben bleiben. Verstehe die Verschiedenheit? Du wie Saul, was versucht er zu verstärken, dass er gesündigt hat. Aber Samuel, er ist open klar und sagt, hey, sündig. David ist klar noch. David ging doch nicht darum, dass er gut sein seine für Menschen. Er hat einen Freund. Gott deed am, zei wo hij zal een Ding Gott gehoorzaam zijn.
Und Gott sagt einmal ganz klar, das ist ein Ding, was für dich ist. Das ist nicht unbedingt, dass du das für andere predigen sollst. Das ist ein Wort für dich, wo du sollst mir gehorsam sein. Und dort hat du mit zu tun, dort wird sein sexuelles Leben so führen, als es im Alten Testament wird. Dort zum Beispiel, dass du nicht Sex sein, wenn die 7 Jahre nicht Sex sein, wenn die Regel wird. Dort sie wurde 40 Jahre nur ein Kind nicht Sex haben, wenn du ein Jungchen wirst, wenn du ein Mädchen wirst, für Tagen dich Jahre. Und er soll in all diese Sachen Gott so gehorsam sein, Krieg, so das Alte Testament sagt. Auch wenn das nicht für uns unbedingt bestimmt ist, dass wir all die Sachen nicht Krieg sind, aber er soll Gott so gehorsam sein. Und dann sagt Gott nach was zu tun. Und du sollst nicht tun, um nicht Kinder zu haben. Und dann sagt er, aber was war das? Und er wohnt in einem Land, wo alle Menschen bloß 2 oder 3 Kinder haben. Und dann fragt er Gott in sein Gebet, wo Gott am der Zeit hat, aber Gott, wenn ich existiert war mit meinen Früh angehen, was waren die Menschen sein, wenn mir ein Kind hängt an der anderen Hand? Dann fragt Gott am Tag, so, wenn du meine Gehorsam wirst, dann bedeutet das, dass du die am dienen Raub, aber Menschen, die anchecken die Kamera, aber glaubst du, wo ich mich nur am Kamera, wo die Menschen die sein. Dann verstand er, dass das ist David. Wir brauchen bloß Gehorsam sein. Als Menschen uns schief anchecken, oder gleich, oder schrotz, oder anders, das ist ein Tod. Wenn du nochmal Sachen einstellen, dass deine Familie vielleicht Sachen entscheiden, wo die Menschen, die alle so anchecken, und dieser, was ist das für ein Fanja? Dann sieh die Fanja. Dann sieh die Fanja. Und go fairer weg. Wenn jeder aus eurer klar Hand und je Hand dort mit Gott bestätigt, so weil wir leben, dann sieh die Fanja. Josef sagt auch sehr Schmack. Du wirst anders als bei David. Bei David hat ran die früh heran, aber mir gesagt, dass er die kriegen. Aber bei Josef wird es noch anders. Du wirst an die früh am heran. Und die Umstände kommen auch in die Waarde. Weet je wat? Er hat es al mehrmals von Jugendlichen gehört. Das ich mal sehr lang trägt. Kommt ein Junge mir und sagt, die Mehrheit mir sonst, dann muss ich. Sag so. Du wirst nicht in Weichraum. Und ich denke, was in Josef? In Josef? No, aber die Mehrheit so und so und so. Und ich kann nicht in Weichraum. Ich muss mich bloß utreiken. Warst du die Behe für die Umstände? Oder warst du dort ganz klar holen, was Gott dir gesagt hat? Und mit Gott seine Kraft, mit seiner Weisheit, und man mit der rechten Zeit gute Entscheidungen treffen. Nicht warten, bis es zu weit ist. Zu laut ist, dass es mäßig mal jetzt umzudrehen. Und ich glaube, die Jugend hat gestern irgendwas über so ein Gerät, nicht so? So, ihr sagt, oh, wird gut gestern mit Rosi? Ich habe das mal bewiesen, mal ein bisschen Leute aus Plassau. Aber schämt jemand, wenn du über Sex geredet wird. Na, dann manche alle verlieren. Plus ab eine Sünde war ich dann. Halleluja. So, du und ich, wir haben die Kraft gekriegt, sich zu haben. Der Salzia, was in sich mit dem Tod um Krieg holen hat, der jäft die den sich von dir. Das ist nicht durch die Salz, dass du den sich hast, aber das ist durch die Kraft, was Jesus Christus dir gegeben hat. Wer war abstunden? So, ich habe von dir viel Bibelverse gelesen, viel Geschichte vertelt. Aber ich will die Topfoto 3 Sachen, die du mit nach Hause nehmen kannst, wenn du nicht alles beholen wirst. Bete nicht für die Umstände. Du wirst in dein Leben Umstände kommen, wo sich dazu fehlt, dass es allmählich Gott gehorsam zu sein, oder Amt zu folgen. Aber du brauchst sie nicht für die Umstände beten, oder die Sachen, die ran die sind. Du kannst von einem die Kraft haben, kraftvoll und anhellend zu sein. Nummer 2 ist eine Frau, was ich die Frau, da wem brauchst du zu folgen?
Brauchst du die Salz, den einen Janka, die Last dir fallen? Oder brauchst du Gott dir fallen? Wem wirst du gehorsam sein? Und ich hoffe, deine Antwort ist, du wirst Gott gefallen. Und Nummer 3. Kijk nur die jährliche Werte. Kijk nur die Sache, nur die Bereitschaft, was Gott für dich hat. Gott hat dir ein Wort gelassen. Und Gott hat gelassen, dass du die wieder reinmerken kannst, dass du kannst sichern. Hier in der Kirche sind so viele Gelegenheiten. Vielleicht wirst du die nicht alle mitmerken können, aber fang an, wenn es hier und da Sachen an mitzumerken und fang an zu wissen. Du hast Torchschule, du hast Bildschule, du hast das Sozo-Training. Und fang die an anzumelden, dass es steht. Und wenn dort vielleicht für dich noch sehr nie ist, fang die an anzumelden. Und fang an mitzumerken. Sieg die eine Kleingruppe, red mit Andreas und Regina Horms und sag, ich brauche eine Stadt, wo ich wirklich wissen kann. Vielleicht, wo ich mich mitteilen kann, wo ich das Wort Gottes besser verstehen kann. Und dann kannst du einfach am Halbfrau, dass sie für die beten dann. Ich weiß nicht, wo das für die der Anfang wird sein, aber fang an zu fragen, Gott, wo soll ich einfach wissen? Wo soll ich lernen? Wo soll ich teilnehmen? Wo soll mein Verständnis mehr kennenlernen? Wenn es viele Mal, weil wir viele Fehler haben und ich will nur die Kirche kommen und dort soll sich alles so möglich fühlen und dort soll so schön sein und das alle Jahre Leute sagen und alles schön und gut. Das ist nicht haarig. Aber weißt du, was Gott will in dein Leben tun? Er will Sinn rausschneiden. Er will Angewandtheit rausschneiden, was du vielleicht nicht in den Sinn sein, aber was nicht gut, nur gute Sachen führen. Und dort wird einmal sein. Aber weißt du, wo das wird kommen? Dort ist, wenn wir einladen werden, Wort Gottes. Dort wird er uns sagen, in der Stelle Zeit beim Gebet, oder beim Fahren, aber auch das Wort Gottes, was wir lesen. Amen. Dankeschön, Jesus, für dein Wort, was du uns hier ist. Und dort das stark und kraftvoll Bett von dir ist. Ich sehe jeder einer, wer hier ist. Und ich bete einfach, dass das Wort Gottes zu uns reden kann. Dass das heilen kann über uns sein. Dass wir können dort sein, dort einfach durchschneiden und dort uns einfach frei machen von der Sache, die uns belastet. Ich bete, wenn hier Menschen sind, die vielleicht leiden und eine böse Jest, eine böse Macht, eine Krankheit, dass sie können von dir noch Freiheit erfahren. Und ich will dir auch sagen, ihr schaut von der Rede, von jenen Ansätzen, dass das Hexerie wird und dass du viele, dass du Port von dort wirst vielleicht. Dann will ich dir sagen, dann will ich die Mut machen, komm hier nach vorne und bete dort durch. Schneid dort auf, dass du kannst abgeben und dort vernichten mit jenen Ansätzen. Sondern dass du kannst in deine Familie, in dein Haus, in der Kirche, in der dort, wo du wohnst, dass du nicht eine Person sein, die immer ständig jenen ist, sondern dass du mitarbeiten kannst. Ich bete über dich, dass du kannst einfach diese Freiheit erleben, was Jesus Christus für dich hat. Ich bete über Heilung. Wenn Menschen Heilung brauchen an ihr Körper, an ihre Seele, dass sie geheilt sein und dass sie erleben, was wunderschön Gott in ihnen ist. Ich sehe in jeder Familie, die hier ist. Ich sehe in jeder Vater, jeder Mutter, jeder Kind. Und ich sehe in unsere Familien, die hier von dir nicht sind. Jeder eine ist gesehnt vom Herrn. In den Namen Jesus. Amen. So wie ich will fragen, dass hier fährt, wo eine Person stehen, die für die beten wollen, die wollen einfach, was immer was für immer Thema das ist, wollen die mit die Dörfer reden, die vielleicht einen Abrazo geben, und die wollen einfach die helfen im Gebet, Freiheit zu erleben. Und für uns hier hängen es Terere, Kaffee in Gemeinschaft, und weil wir uns nächsten Sonntag hier treffen. Gottes Segen.